kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute besucht Fanian die Appa in ihrem Zuhause. In ihrem warmen Haus unter dem Boden zeigt sie der Fanian ein paar Sachen, die bei ihr schöne Erinnerungen fürbringen. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Das Schlummerland ist ein Land voller Erinnerungen. Jedes Wesen, ganz gleich, ob es auf 2, 4 oder noch viel mehr beiläuft, ob es kriecht oder schwimmt, hat seinen ganz eigenen Erinnerungsschatz. Auch die Pflanzen haben ein Gedächtnis. Sie wissen, in welchen Zeiten dass es viel regnet oder wenn es kalt wird. Und dann stellen sie sich ein auf das, was sie erwartet. Sie erinnert sich daran, wie es ist, von der Sonne angestrahlt zu werden oder wie es sich anfühlt, wenn ein grosser Regensprutz auf sie herabprasselt. Auch die Muns, die im Schlummerland leben, haben Erinnerungen. Und zwar ganz einen Haufen. Sie erinnern sich zum Beispiel meistens an den Ort, wo sie das erste Mal im Schlummerland auftaucht sind oder wo sie schon gewohnt haben. Am meisten aber erinnern sie sich an Begegnungen. Das können Momente sein, wo sie mit anderen Muns geteilt haben oder wo sie Freundschaft geschlossen haben mit einem Tier, mit einer Pflanze oder einem Ort. Muns bewahren die Erinnerungen tief in sich hinein auf, an einem Ort, wo niemand ausser sie selber hin kann. Ein Ort ganz nahe bei ihrem Herz. Durch das Netz an Erinnerungen haben alle Wesen im Schlummerland ganz besondere Verbindungen zueinander. Auch die Muns untereinander. Es gibt Muns, die schon sehr lang im Schlummerland wohnen, schon viel erlebt und darum schon ganz viele Erinnerungen haben. Und dann gibt es solche, wie die Fanian, die vor noch nicht allzu langer Zeit im Schlummerland auftaucht sind. Bei den Muns ist es eben so, dass sie plötzlich einfach auftauchen, ihr Leben im Schlummerland leben und dann wieder verschwindet. Das ist schon immer so gewesen und für die Muns ist weder das Auftauchen noch das Verschwinden etwas Ungewöhnliches. Die Fanian ist heute unterwegs zu einer von ihren ältesten Freundinnen, der Appa. Die Appa war schon im Schlummerland, wo die Fanian auftaucht ist. Und sie kennen sich darum schon sehr, sehr lang. Durch das teilen sie auch einen Haufen Erinnerungen und Momente. Und sie verstehen sich ganz ohne Wort. Wenn sich die Appa und die Fanian in die Augen schauen, dann wissen sie ganz ohne Reden, wie es dem anderen so geht. Es ist Abend im Schlummerland, aber noch nicht dunkel. Die
Fanian läuft fröhlich über das weiche Waldwägli, das zu der Appa ihrer unterirdischen Höhle führt. Auf dem Kopf hat sie einen Kranz aus getrockneten Zweigli und Kräutern. Auch ein paar trockene Blumen hat es drin. Der Kranz auf ihrem Kopf bewegt sich und raschelt ein bisschen in ihren Haaren, wenn sie läuft. Der Fanian, ihre Haare sind heute schwarz und fallen ihr in einem dicken Zopf über den Hals und den Rücken. Der Rest von ihrem Fell ist hellbraun mit weißen Sprenkeln drin, ein bisschen so wie bei einem Rehkitz. Nach einer Weile kommt Fanian beim Eingang der Appa ihrer Höhle an. Es ist eine Öffnung zwischen den Wurzeln von einem grossen Baum. Ganz ohne Mühe kann Fanian durchabsteigen, in den breiten Gang, wo in der Appa ihre Wohnräume führt. Die Wände vom Gang sind dunkelgrün gestrichen und schon da schmeckt Fanian, dass die Appa mal wieder etwas gebacken hat. Es schmeckt nach warmem, dunklem Brot und nach verschiedenen Kräutchen, Thymian, Rosmarin und ein bisschen Salbei. Die Fanian bleibt für einen Moment im Gang stehen und saugt den besonderen Geruch ein. Nach diesen paar tiefen Atemzügen macht Fanian die letzten Schritte in die Warmstube der Appa. Sie sieht Appa, die am Boden sitzt. Die Beine hat sie verschränkt. Vor ihr auf einem tiefen Tischli sieht Fanian das Brot, das sie schon geschmückt hat. Es liegt auf einem hellblauen Stoff und nebendran stehen 2 Tassen mit dampfendem Tee. Die Appa schaut Fanian freudestrahlend an. Sie hat gewusst, dass sie heute kommt und darum ihren Lieblingstee gemacht und ein frisches Kräuterbrot gebacken. Die Fanian läuft zu der Appa und knündelt an. Die beiden umarmen sich und Fanian schmeckt in der Appa ihrem Fell den gleichen kräutrigen Duft, den sie auch in der Luft wahrgenommen hat. Ich freue mich sehr, bist du da, Fanian. So schön können wir heute zusammen ein bisschen sein. So schön können wir heute eine neue Erinnerung zusammen machen. Hast du Hunger? Die Fanian nickt. Sie hat richtig Lust auf das warme Brot und das Teeli, das da vor ihr steht. Die Appa nimmt das Brot in ihre grossen, weichen Hände und reißt ein kleines Stück davon ab und gibt es der Fanian. Das Brot ist zum Essen genauso fein wie zum Schmecken und Fanian sinkt bei den ersten Bissen ganz zufrieden in die Küsse, die da auf dem Boden ausgelegt sind. Die Appa schaut der Fanian zu und lächelt. Der Fanian, ihr Blick schweift durchs Zimmer, wo überall an der Wand kleine Sächeli hängen. Da hat es zum Beispiel einen Tannenzapfen, der aufgehängt ist an einem roten Faden und eine Zeichnung von einem grossen, verschneiten Berg. Was sind das eigentlich für Sachen, die du da aufgehängt hast, Appa? Hast du die gesammelt? Die Appa richtet sich ein bisschen auf und schaut aufs Bild mit dem Berg. Alle die Sachen, die da hängen, haben für mich ganz eine besondere Bedeutung. Sie erinnert mich an andere Munds, an Tierfreunde von mir oder an Momente, die ich mit anderen Wesen verbracht habe. Der Berg zum Beispiel, das ist ein Ort, wo ich mal mit meiner Mundsfreundin, der Braga, war.
zusammen sind wir von zunderst unten bis zoberst raufgelaufen. Bis heute erinnere ich mich daran, wie es war, von dem Berggipfel herabzuschauen. Die Praga neben mir und das Schlummerland unter uns. Wir waren so stolz. Ein bisschen später hat sie mir dann die Zeichnung geschenkt. Und obwohl die Erinnerung für immer in mir gespeichert ist, finde ich es schön, dass das Bild da hängt. So erfüllt die Erinnerung nicht nur mich, sondern auch den Raum da. Immer wenn ich oder jemand anders das Bild sieht, wird der Moment, wo ich mit der Praga auf dem Berg erlebt habe, wieder lebendig. Die Fanian überlegt. Das kennt sie auch, das Gefühl, zum Erinnerungen festheben und allen zeigen. In ihrem Zuhause hat es auch ganz viele kleine gesammelte Sachen, die sie zurückbringen in vergangene Abenteuer. Momente, wo sie mit Freundinnen und Freunden, aber auch mit sich selber hatte. Die Appa steht auf von ihrem Plätzli am Boden und läuft zu einem Brett aus hellem Holz, das an der Wand angemacht ist. Dort drauf hat es neben vielen anderen kleinen Sachen ein Trümeli. Es ist weiss und auf die aufgespannte Fläche ist ein grosser Baum gezeichnet. Unten die Wurzeln und oben die Baumkrone, gross und mächtig. Die Wurzeln und die Krone füllen die ganze Oberfläche der Trommel aus. Nur der Stamm dazwischen ist etwas schmäler. Die Appa nimmt die Trommel vom Gestell und bringt sie ins weiche Nest, wo die Fanian sitzt. Dann streicht sie mit ihrer Hand über das Instrument und klöpfelt mit ihrem Finger drauf, so dass tiefe, sanfte Töne entstehen. Schau, die Trommel da hat ganz eine spezielle Bedeutung für mich. Ich habe früher sehr oft drauf gespielt. Und zwar nicht allein, sondern mit ein paar anderen Munds. Wir waren so etwas wie eine Musikgruppe und haben viel an Festern gespielt im Schlummerland. Ganz verschiedene Instrumente haben wir. Und meins war eben das Trümmeli. Von überall im Schlummerland sind sie gekommen, uns zuzuhören. Und sie haben getanzt und gesungen zu unserer Musik. Von denen, die in dieser Gruppe waren, sind die meisten schon nicht mehr im Schlummerland. Aber wenn ich das Trümmeli in der Hand habe und drauf spiele, dann ist es, wie wenn wir alle wieder zusammen wären. Und die Appa bewegt ihre Finger im Takt und trümmelt mit zuenen Augen, versunken in der Erinnerung. Auch der Fanian, ihre Augen sind zu. Sie hören auf die Trommelklänge. Je länger das die Appa trümmelt, desto mehr Bilder sieht sie vor sich. Die Appa, wie sie spielt mit ihren Musikfreundinnen und Freunden, wie sie an einem grossen Fest umeinander wirbelt, mit Blumen in den Haaren. Die Appa, wie sie lacht und fröhlich ist. Durchs Trommeln hat Fanian das Gefühl, dabei zu sein am Konzert der Appa und ihrer Band. Die Fanian macht die Augen auf. Sie schaut die Appa voller Liebe an und freut sich. Sie freut sich für die Appa, dass sie in ihrem Leben im Schlummerland so viel erlebt und gesehen hat. All die Begegnungen, die sie gemacht hat mit anderen Munds und Wesen, ein Teil davon gespeichert in diesen Sachen, da in ihrem Zuhause.
Wie schön, dass sie die Erinnerungsstücke hat, wo sie kann anlangen, schmücken und jemandem zeigen. So wird alles von früher wieder lebendig und ein Teil vom jetzigen Moment. Ein Moment von der Nähe, wo die Fanian mit der Appa teilen darf. Fanian liegt auf dem Boden und der Appa ihres Trommelspiel wird langsamer. Die Fanian spürt den warmen Tee in ihrem Bauch und den weichen Körper von der Appa neben sich. Die Appa schnauft beim Trümmeln bis in den Bauch runter und die Fanian nimmt ihren Schnaufrhythmus auf. Der ganze Raum ist erfüllt von der Appa ihrem Trommelspiel, erfüllt von ihren Erinnerungen. Aufgeweckt durch ihr Erzählen, durch die Klänge und durch die Fanian, wo sich die Appa so gut vorstellen kann. Und die Klänge tragen die Fanian über ins Traumland, wo die Appa spielt und tanzt. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Fanian schläft tief und fest. Unter ihr und über ihr ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus.